Serwel Podcast, dat sie Bläcker han at Kulisse vun engem vun de gréessten Emploiern zu Lützeburg. Mir bringen ihrch méi no und die faszinéieren a vielfältig Welt vun der Serwel. Herzlich willkommen zum zweite Podcast von der Serwel. Mein Name ist Sandy Nonweiler, Chef de Service Kommunikation a Pressesprecher, an Ech und Fred, den Yves Baden, bei mir am Studio sitzen zu hun, den Direktor Ressources Humaines an Organisation von der Serwel. Und das tut auch sein Grund, weil haut schwätzen wir über viel variiert Sujeten vom Employeur Serwel. Sie wird über das Rekrutement an der aktuellen Situation, die Vielfältigkeit von den Berufen bei unserem Gruppe, die Ausbildung und so weiter. Merci Yves, dass du heute kannst dabei sein. Guten Morgen, merci auch für die Invitation. Man dann legen wir auch direkt los und kommen bei diesem Thema. Serwel ist aktuell schon der zweitgrößte Employer am Land. Trotzdem gehen immer nach weiter Leid angestellt. Wie war das so? Aber natürlich schon mal wie alle anderen Entreprisen auch natürlich die Paaren, die es gilt zu kompensieren, insbesondere die Paaren en Retraite. Wir haben aber für und allem städtische Wachstum an all unseren Aktivitätsbereichen, egal ob das der Voyageur ist, Frettbereich oder Infrastruktur oder auch andere Bereiche von unseren Filialen notamment. Wir haben ganz viel Infrastruktur an IT-Projekten aktuell laufen. Und allgemein kann ich noch sagen, dass die Entreprise an einer stärker Evolution ist, die auch durch Digitalisation insbesondere wirklich geprägt ist aktuell. Lo war das letzte Jahr auch ein ganz spezielles Jahr. Was hat die Pandemie für ihr als Rekruteurin auch am Bezug vom Rekrutament geändert? Für allem, was die Darstellung von den Kandidaten betrifft, muss ich sagen, haben wir aber das letzte Jahr trotz allem 329 Mitarbeiter konnten neu rekrutieren für die Gruppe. Das ist ein bisschen mehr wie das Jahr für drun. Wir haben eine Kontinuität gehabt. Wie viele Interviews waren das dann? Wir hatten das letzte Jahr ca. 1500 Interviews für die ganze Gruppe, kann ich sagen. Okay. Und welche Mesure Sie geholt gehen? Digitalen Interview oder war das anders par rapport zu den klassischen Interviews an einer Nicht-Pandemie-Zeit? Ja, natürlich, für das können Sie realisieren, weil ich gerade erklärt habe, wir müssen umstellen. Das war ganz klar. Und was wir gemacht haben, also an sich, wir haben digital Interviews angefordert, wir haben noch als Journée de Recrutement, was am Fongol Assessment Center sind, auch digitalisiert. Das war ein relativ großen Aufwand, für das en Platz zu setzen. Wir haben den zweiten Interview meistens aber en präsentiell gemacht, natürlich mit den entsprechenden Mesuren, die wir auch für uns definiert hatten, für Covid gerecht können, das durchzuziehen. Und für uns wurde dann von Gold Kombination gemacht, vom digitalen und vom präsentiell, dafür schwätzen wir auch von hybridem Recruitment am Endeffekt. Aber neben der Serwel sind noch viele andere Employer, ob das ist noch interessante Profile. Was schwätzt für eine Arbeit bei der Serwel? Für allererste als Strategie setzt der Klient an dem Zentrum von unseren Bemühungen und dafür sind wir auch noch beim Klient. Wir sind eine Entreprise, wie ich vorhin schon erklärt habe, die stärker am Wandel ist, neue Defien, zum Beispiel durch Digitalisation. CRL ist am Anfang eine Entreprise, die sich aktuell kann ich so transformiert und stark modernisiert durch par rapport zu vergangenen Zeiten. Das ist eine Entreprise, die einen grossen Wert legt auf Responsabilitäten überholen, noch Engagement weisen, beispielsweise auch am Bereich vom Développement durable. Das ist auch eine Entreprise mit grossen Projekten für die Zukunft, eine Entreprise mit Werten, die wir haben, mit denen man sich identifizieren kann. Und auch wo einen Sinn findet an der Arbeit, die bei uns machen kann. Was sind dann aktuell die meistgesuchten Profile bei der Serwel? Das ist keine so einfach froh, weil wir sicher am Anfang ganz viele Profile haben, wir haben ganz viele Medien. Und wie ich gesagt habe, die Aktivitäten wurden alle gut, und das ist auch quasi überall. Wenn ich aber so, was sind die, die wir am meisten sicher, da sind natürlich mal für alle Rechte die klassischen Eisenbahnsberufe, wie den Lokführer, den Zugbegleiter oder den Fahrdienstleiter, die man sicher. Wir haben natürlich auch im technischen Bereich einen grossen Bedarf, sehr viel und Ingenieuren von verschiedenen Fakultäten, Informatiker, ganz stark auch durch die Wolle Digitalisation.
Wir sichern auch am technischen Bereich viele Handwerker und Techniker, all Bereicher sind do konzernéiert, Elektriker, Mechatroniker, Kältetechniker, also Feider. Und dann man natürlich auch als einer Ersparten, die zu nennen sie vielleicht wie also Busservice, die weiter auch noch immer Buschauffeuren rekrutiert. Wir haben eng Filial CRL Immo, die auch ganz viel Projekte aktuell hört, wo man auch Ingenieure, Projektmanager sichern mit einer Expertise am Immobiliengeschäft. Du seist du schon einen Abblick gin, dat et enorm vielfältig Berufe bei als Kind Welt. Das ist ja oft so, dat man méi so Bause gesinn den Zugführer an den Lokführer, min awer auch nach als Spachtlogistik. Ja natürlich, die Gruppe CRL beinhaltet auch als Freitaktivitäten, die auch ganz breit abgestaltet sind mit vielen diversen Bereicher. Und für all die Bereiche sich man natürlich auch regelmäßig in der Maderbst da. Das betrifft einerseits die klassischen Berufe, natürlich auch wie der Lokführer oder zum Beispiel die Kondukteur de Manöver, aber auch Fachkräfte und Experten im Bereich Logistik und natürlich an allen transversalen Bereichen wie an den anderen Aktivitätsdomänen auch. Und dann gehen da auch Berufe, die so nimmer bei der CRL gehen. Ja natürlich, wir haben als ganz spezifische Berufe, die wir auch bei uns hausintern überhaupt mal ausbilden. Der klassische Beruf ist natürlich der vom Lokführer, das ist aber auch der vom Fahrdienstleiter, wie ich gesagt habe. Und das muss man sich vorstellen als Pendant zum Dispatcher an einem Tower zum Beispiel am Fluchtbereich. Also das sind die Zugtisch am Fongo lenken, an dezidieren, wie sie sollen fahren. Wir haben natürlich auch dann andere Berufe wie den Zugbegleiter, den der kennt. Aber wir haben natürlich dann auch viel andere Bereiche, die rein spezifisch sind für diese Bund. Beispielsweise kann ich nennen, also der ganze Bereich von der Maintenance, von der Infrastruktur. Ich kann ich nennen, den ganzen Bereich von der Signalisation, an alle die anderen technischen Spezifizitäten, die man brauchen, für können unseren Betrieb zu gerieren. Also ganz vielfältig von lo interessiert, dass in enger Karriere bei ist bei der CRL. Wo kriegt ihr mehr Informationen? Bon, natürlich haben wir als eine Karrieresite mal für alle Recht den jobs.crl.lu, wo wir alle Annoncen haben par rapport zu den Posten, die wir aktuell rekrutieren. Wir haben aber auch andere Seiten, wo man sich für einmal kann informieren über das Bannenleben vom Betrieb, über Mädchen, für die kennenzulernen, für die besser zu verstehen und für auch das Leben an der Entreprise allgemein können besser zu spüren. Und da haben wir insbesondere letztes Jahr einen neuen Blog, den wir an das Leben gerufen haben, We Are CFL. Also sowohl der Blog wie auch die sozialen Medien, die wir da bespielen, sind am von Punkte, wo ich kann sich am besten über das Bannenleben renseignieren. Was sind dann die Voraussetzungen für bei der CRL zu schaffen? Aber natürlich ist das ein bisschen aufhängig je nach Profil. Wir haben aber schon einen gemeinsamen Nenner, gebe ich Menge für alle Profile, den sich auch als Strategie logischerweise gibt. Den allerreichsten als d'Orientation Client. Dann als auch ein ganz wichtiger Pilier für uns allgemein am Betrieb, das Sicherheitskultur am Anfang auch Sicherheitsbewusstsein, was den braucht. Der Qualitätsaspekt auch Bewusstsein für die Qualität von seiner Arbeit. Und dann sich auch auf neue Sachen anlassen. Innovation, also auch eine von unseren Prioritäten. Und da geht es eben noch darum, für das gerne zu machen. Natürlich setzt all Beruf ein Profil voraus, der spezifisch ist zu den Kompetenzen, die man da sichern. Wir sichern allgemein Leute, die neuen Challenge sichern, und die auch Lust tun, sich mit unseren Valeuren zu identifizieren und mit dieser Strategie zu identifizieren. Der Tisch am Funk sind sicher mehr Leute, die wirklich Zukunft für Lützeburger von der Mobilität mit uns wollen zusammen gestalten. Absolut. Als Hauptziel ist natürlich die Mobilität vom Mur zu gestalten, hier zu Lützeburg mit unseren anderen Partnern, die Teil am Land gibt. Aber das ist ganz klar als Vokation. Und als Vokation, also nicht nur Mobilität zu gestalten, aber auch sie zukunftsfähig zu gestalten, im Sinne von gering Mobilität und umweltbewusste Mobilität. So soll ja nicht nervös sein, wenn ihr in ein Interview möchte oder dann ein Vorstellungsgespräch geht. Wie bereden Sie sich am besten für?
Bei mir so allgemeng soll mal Fi allem so bleiwe wie nass, soll sich net verstellen. Wir will jo de Kandidat kennenleieren an mir wollen so kennenlehre wie nass. An dofir ass dat mal mengg dat alle recht, weil die Kasoen op der einer Seite muss ich auch so natürlich also gut wann den sich viel berät wann den App es schon sich informiert iwwer de Betrieb CRL allein schon viel selber für sich rauszufahren as da die habt dat werde ich mal vierstellen auf dat mir auch können den Interesse gesinn per rapport zu dem wat dann als Rekrutement betrifft die man will machen. Und du hast ja mein Jorologe noch erzählt, dass man genug Seiten haben, der WIA-CRL, der normalen CRL, der Blog und so weiter, wo die Leute sich können informieren. Ganz genau, ich meine, wir haben in der Zwischenzeit wirklich so viel, was man können bieten, wo sich kann renseignieren und informieren. Und ich meine, mit der Vierberedung, die wir können so, dass das schon eng gut Basis an der Rest den gëtt sech dann eben am Gespräch an den Etappe vun der Rekrutementsprozedur. Kann en sech dann lo och spontan bei der CRL bewerben? Menge ginnet Jo Annonce, méi kann en noch do einfach spontan moll eng Kandidatur raschicken? Ja natierlech, ech fir Dr gesot vum Jobs CRL sieht, do hu man natürlich Annonce publizeiert, die dann aktuell opsinn, méi och iwwer den Site kann en sech ganz spontan bewerben, ganz klar. Dat geht dabei eis genauso treiert wie all die anderen Kandidaturen, an die ginn dann soll mal konsideiert, sobald den nächsten Opening ass vun engem Poste, wo dat erkennt passen. So wann Schlo nach Froen hunn schon es gelees schon Annonce gesinn, anscheinwer eng froh edech mech fleicht mellen. O wie kann ich mich do wenden? Bei der Karriers-Website Jobs CRL fand der ënner Kontakt och all Rekruteuren, die man an als Ekippen hunn, matieren Kontakt koordinieren, an die können dann natürlich gern kontaktieren, dofir hummer die Informationen du auch Site direkt op. Okay, dat klingt jo wirklich immens interessant. Iwech so Dir vielmals Merci fir des interessant Infoen an Schmengen Lohn Joch verstand, wie wat man ganz rezent nach eng weiter Auszeichnung krit hun, an zwar auch attraktivsten Employer ha am Land. Ech so Dir vielmals Merci fir d Gespräch an soen als Nolaustra Eddie bis beim nächsten Podcast. Eddie. Merci vielmals Sandy, ich so Dir auch Merci fir d Meigkeet der Teil können zu klären. Ganz gern. Eddie.